Moien ëssen den Vic Jungels vu Brandenburg an ëssen Berufsbeienziichter lo an der zweter Generatioun. Wir hunn ca. 200 bis 220 Völker op bëssen iwwer 20 Plaze verdeelt. Is Saison fängt am März an. Wann Baie wakerech ginn an Diicht Bléie ginn op, dann ginn wir uns Völker kontrollieren, ob sie de Wander gut iwwerstanden hunn. Und dann kriegen sie auch direkt Platz gemacht, wo sie können Honig heimdrohen. Und alles füllen sie die Küsten, aber wir merken, dass sie voll sind und dass sie einen Gewürzdeckel auf ihr Wabe gemacht haben. Dann holen wir den Honig heim und dann wird er geschleudert, gerauert, für dass er schön cremig wird und dann an die Gläser gefüllt. Wenn die Baien die 6 Gewürzzellen gefüllt haben mit Honig und den ist fertig, dann machen sie wie wir mit Gebäß machen, sie machen den Deckel drauf, damit der Honig sich gut hält. Den Deckel ist aus Wurst und da haben wir eine Maschine für den Wurstdeckel raufzuschneiden. Da wird die Wabe übergestacht und dann wird sie da durchgedrückt zwischen 2 Messern, wo den Wurstdeckel raufgeschnitten wird. Und dann ist da bereit für geschleudert zu gehen, das heißt, sie wird an einen Zentrifug dran gedrückt. Da läuft das Programm auf, wo den Honig rausgeschleudert wird. Den ist schon im Moment noch flüssig. Der wird rausgeschleudert und dann läuft den innen zur Schleuder raus. Da wird ein Graf gefiltert und da könnt ihr an Fass, wo gerauert wird, für den nur anzufüllen. Das Flot zum Beienzichter Sinn als am Anfang das vielseitig. Das heißt, wie an allen landwirtschaftlichen Betrieben schaffen wir mit Maschinen, mit Tieren zu tun. Wir präparieren Produkte, wir machen Etiketten drauf, wir haben Kontakt mit den Klienten. Und dadurch möchte ich eigentlich ganz viele verschiedene Sachen. Weil egal wie viele Kontrollen da den möchte an der Lebensmittelbranche, Vertrauen zwischen dem Produzent und dem Klient und dem Konsument, das am Anfang durch nichts zu ersetzen. Der regionale Markt ist ganz wichtig, sonst könnte wir als kleiner Betrieb nicht wirklich davon leben. Da müssten wir alles mehr groß machen. Wir müssten ziemlich viel Mitarbeiter sichern, aber wir könnten uns nicht mehr so gut um die Tiere kümmern. Das funktioniert so, wie wir es machen, am Kleinen eigentlich just, weil wir den Preis für unseren Honig kriegen, den wir auch brauchen. Weil wir direkten Kontakt mit diesen Klienten haben, mit diesen Endverbrauchern, an denen können auf dem Markt erklären, für was den Honig das kostet, was er kostet.